Das Thema vom heutigen Morgen. Wir gehen miteinander in eine neue Serie rein. Magnetisch heisst sie. Und es geht um Folgendes. Wir haben als Menschen alle Bedürfnisse, alle Wünsche und alle Sehnsüchte, egal ob wir Jesus kennen oder nicht. Und die wollen wir miteinander anschauen. Es sind so 5 Bereiche in unserem Leben, wo es jeder Mensch irgendwo anzieht. Das ist so ein Magnet, das ist aber beim Windsurfen dabei, das ist noch cool, da kannst du das Auto anmachen und dann kannst du den Neoprenanzug, egal wo der Reissverschluss ist, kannst du einhängen und kannst zumachen. Der hebt mega. Ein Magnet hebt gut, gell? Ja, das ist gut. Genau, also hoffentlich hat niemand ein Handy in der Nähe, sonst da nichts kaputt geht. Und in unserem Leben es gibt so Sachen innerlich, die es euch immer wieder anzieht. Wie ein innerer Drive, ein innerer Wunsch, ein inneres Bedürfnis mir nach auch Befriedigung und Erfüllung uns sehnen. Und je besser, dass wir die verstehen als Menschen, was es okay, gut. Danke vielmals. Hey, wollen wir dem TJ mal wirklich einen riesen Applaus geben? Und apropos TJ, dürfen wir es sagen? Ja, er heiratet nämlich in 3 Wochen. Jawohl, genau, mega cool. Hey, TJ. Hast du das eingeplant? Irgend so? Nein, für heute. Okay, gut. Und je besser, dass wir verstehen, dass das in jedem Mensch drin ist, desto besser können wir auch kommunizieren mit Menschen. Für mich absoluter Meister war Jesus. Er hat Menschen verstanden. Er hat ihre Wünsche, ihre Sehnsucht kennt und hat so auf eine subtile, tiefe Art können auf diese Wünsche eben auch eingehen. Aber eben, und wir werden sehen, es zieht uns in gewisse Richtungen, aber nicht immer ist der Gegenpol der das verspricht, auch zu halten und kann halten, was wir uns wünschen. Und wir wollen das bewusst auch machen in dieser Serie, weil wir wollen nicht auf das schauen, was trennt Christen von denen, die nicht mit Christus unterwegs sind, sondern was verbindet uns? Wo haben wir eine gemeinsame Sprache? Wo können wir andocken mit dem Evangelium von Jesus? Und heute geht es um das Thema, warum zieht es uns zu Grösserem? Und ich werde uns heute Morgen aufzeigen, wir werden Teil von etwas Grösserem, wenn wir Teil von jemandem werden, der grösser ist. Wir werden Teil von etwas Grösserem, wenn wir Teil werden von jemandem, der grösser ist. Und ich werde das Bedürfnis mal noch ein bisschen erklären, weil das klingt fast ein bisschen philosophisch, aber ihr werdet es alle irgendwo auch innerlich connecten können. Ich weiss noch, als ich als Teenager in der Jugendgruppe war, seinerzeit Schaffhausen, wir sind jeden Sommer an einen Ort gegangen und das war das Open Air Windonissa. Zusammen mit tausenden Jugendlichen. Leider habe ich kein authentisches Foto mehr, also es ist ein Fake-Foto. Es ist schon echt, aber es ist nicht vom Open Air Windonissa. Aber es war so ein cooles Gefühl gewesen, mit tausenden von Jugendlichen von der ganzen Schweiz zusammenzukommen. Wir haben die aktuellsten Worship-Leiter und Künstler dort gehabt, Delirious, Michael W. Smith und viele andere. Hey, und so ein gewaltiges Gefühl gewesen, zusammen mit Tausenden von Leuten, die du nicht kennt hast, die gleichen Songs zu singen und wissen, du singst sie mit weltbekannten Künstlern, die auf der ganzen Welt auftreten. Und ich habe fast gesungen, what a feeling und so weiter. Und ich weiss nicht, ob ihr nachvollziehen könnt. Oder vielleicht ein anderes Beispiel, ein Fußballmatch. Hey, und du bist dort, du kennst die anderen nicht, aber du fanst mit Tausenden von anderen im Stadion für die gleiche Mannschaft. Und dann schiessen die das Goal. Und ohne, dass man sich abspricht, alle, die für die gleiche Mannschaft sind, stehen auf, yeah, Goal! Und das Gefühl, das das auslöst, das ist etwas, hey, it sells. Du kannst Geld machen damit. Und es ist etwas, wo irgendwie ein Bedürfnis von uns Menschen anspricht, Teil von etwas Grösserem wirklich zu sein. Natürlich alle mit dem gleichen Trikot, wohlverstanden.
Oder vielleicht ein bisschen persönlicher, für die vielleicht weniger so veranstaltungstechnisch unterwegs sind. Die Liebe von einem anderen Menschen. Die Nummer 1 zu sein für irgendjemanden auf dieser Welt, wo du weißt, ich werde von dieser Person mehr geliebt als alle anderen auf dieser Welt. Es macht etwas mit uns. Es berührt uns da innen. Es gibt uns ein Gefühl von Kostbarkeit, von Wert, von Wertschätzung. Und was ist das? Wie können wir es vielleicht auch noch so ein bisschen beschreiben? Es ist so ein bisschen die Mischung zwischen dem, sich mit Tausend von anderen auf der ganzen Welt verbunden zu wissen, so ein bisschen wie eine grosse Familie, die sich um etwas Kostbares, Bewundernswertes schart und zugleich da innen zu spüren, ich bin doch ein Individuum, ich bin als einzelner Mensch, ich habe eine Bedeutung. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum TikTok und warum Instagram und Facebook so eine Furore machen auf dieser Welt. Weil du stichst du raus mit deinem Foto, mit deiner Präsentation, mit deinem Short, wo du weitergehst. Und es gibt Leute, die das cool finden. Und Leute, die das cool finden, hast du eben auch den Eindruck, sie finden auch dich cool. Es ist ganz tief in uns Menschen drin. Und all die Psychologen hinter diesen grossen Firmen wissen ganz genau, dass der Mensch auf das antickt. Wir können vielleicht so das Bedürfnis umschreiben, irgendwo unseren Platz zu finden in dieser Welt, in dem gesamten Universum, irgendwo so ein bisschen das Gefühl auch zu haben, ich bin doch mehr als ein Zufallsprodukt. Ich bin nicht irgendwie nur ein biochemisches Wesen auf dieser Welt, irgendwo, wo durch seine Gene halt so aussieht, wie es aussieht, sondern dass da mehr ist in unserem Leben, dass jeder Mensch einen Wert hat, ob alt oder jung, ob gesund oder eingeschränkt. Und auf der anderen Seite irgendwo auch bei allem, was wir sehen in dieser Welt, bei aller Verbundenheit, bei allem Wunsch, dass wir könnten in dieser Welt alle miteinander im Frieden doch verbunden sein, auch zu merken, nein, ich bin ein Unikat, ich bin ein Individuum, ich habe Sachen, die nur mir gefallen. Ich habe Sachen, die mich ausmachen. In meinem Aussehen, in meinem Charakter. Ich bin gleich doch auf irgendeine Art und Weise einzigartig. Und wir merken plötzlich, dass einerseits in diesem Wunsch, ein individuelles Wesen zu sein, einzigartig zu sein, dass das oft in Konflikt kommt, auch mit anderen, mit den Beziehungen. Und wir stellen plötzlich fest, der Wunsch nach Zugehörigkeit zu etwas Grösserem, das Gefühl, mit allen Menschen vielleicht irgendwo freundlich, nett verbunden zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich, wenn du irgendwo bist im Tram hier in Zürich und mit der gesunden Distanz und so, siehst jemanden, triffst irgendwo den Blick, lächelst schnell, das Lächeln kommt zurück und plötzlich merkst du, hey, wir sind alle als Menschen doch irgendwo auf dem Planeten irgendwo unterwegs mit all unseren Aufgaben, Bedürfnissen und Wünschen. Und auf der anderen Seite wollen wir auch nicht aufgehen, irgendwo im Kollektiv, wir wollen nicht aufgehen. Wir wollen sein, auch ein Stück weit, wer wir sind, wir wollen Kontrolle behalten über unsere Individualität. Wir wollen uns nicht irgendwo auflösen in der Gesellschaft, so ein bisschen, vielleicht wie Badesalz oder so, irgendwo in der Badewanne und am Schluss ist sie überall und doch nirgends. Und also ein bisschen mit dem Dilemma im Kopf, wenn wir uns vielleicht noch mal fragen, hey, wie ist denn das jetzt mit dem Fußballmatch? Wie ist denn das mit dem Open Air? Welche Qualität von Beziehungen haben denn die Anlässe wirklich? Oder man kann fragen, was bleibt? Das Bedürfnis, das für einen Moment erfüllt wird, was ist am nächsten Tag? Du kannst dich an einem Tag sowas von verbunden fühlen mit Menschen und am nächsten Tag kannst du dich einsam fühlen. Als wärst du der einsamste Mensch auf dieser Welt. Oder die tiefe Sehnsucht, geliebt zu sein von dem einen, von einem Menschen, der einen Wert, eine Bedeutung bekommt. Und ich einfach weiss, ich bin Nummer 1 für dich. Und wir merken, hey, es ist gar nicht so einfach für
die eine kommt der Mensch nie. Trotz dieser Sehnsucht. Andere haben es versucht, mehrmals versucht. Und irgendwo so eine gewisse Frustration drin, hey, wo man vielleicht sogar zu einem Mannenhasser wird oder einem Frauenhasser wird. Das muss ich nie mehr haben. Und trotzdem haben Menschen miterlebt, wo dann trotzdem der Wunsch deswegen nicht einfach weg ist. Und man kann sogar in einer guten Beziehung sein. Und man kann einen Moment von der Einsamkeit erleben. Wo plötzlich der andere nicht da ist oder du fühlst dich nicht verstanden oder der andere ist da, aber du denkst, hey, Moment mal schnell, wie tief verbunden sind wir wirklich miteinander. Und ich hoffe, ihr könnt ein bisschen verstehen, was es geht heute Morgen. Die Sehnsucht. Und ich hoffe, dass sich jeder irgendwo dort drinnen eben auch findet. Und weißt du, egal, ob du Gott kennst oder nicht, das Bedürfnis ist etwas, wo ich die Überzeugung habe, Gott tief in uns Menschen hineingelegt. Und wir stellen fest, dass die Menschen von dieser Welt, das Kollektiv in dieser Welt, Politik und Nationen von dieser Welt, können das Bedürfnis nur unbefriedigend erfüllen. Etwas bleibt immer unerfüllt. Und plötzlich merkt man auch beim besten Ehepartner, weißt du was, auch der checkt es nicht wirklich, was ich brauche. Und manchmal müssen wir uns bemühen, zu erklären, und wer weiß, ob er es nicht wieder vergisst. Und ich glaube, an das Bedürfnis knüpft der Glaube von Jesus Christus an. Und ich möchte uns heute Morgen ein paar Gedanken weitergeben, wie das Evangelium von Jesus an das Bedürfnis vom Menschen anknüpft und wie Gott selber an das Bedürfnis von uns Menschen anknüpft, aber auf eine Art und Weise, wo es eben dann ein Pol wird, wo nicht nur, ich sage jetzt mal so, wo stark hebt, wenn wir uns das wünschen, dass die Verbindung gar nicht mehr trennen kann. Wo so stark wirkt und so stark in unser Leben hineinwirkt, und zwar wohltuend, und zwar vollerfüllend, wie wir es auf dieser Welt nicht erleben können. Und das Erste ist, dass Gott uns schon in den ersten Kapiteln der Bibel eine ganz neue, wunderbare Sicht gibt. Und ich will es bewusst einmal so sagen, die meisten Menschen auf dieser Welt wissen nicht, was Gottes Gedanke und Plan und Sicht wirklich für den Menschen ist. Und weißt du, man kann es sogar wissen, aber es heisst noch nicht, dass es im Herzen ankommt. Und auch wenn wir alles erklären können, ich werde heute auch Vorfälle geben in dem Sinn, wenn nicht der Geist Gottes zu einem Menschen redet und einem Menschen die Augen öffnet für das, werden dir die besten Worte nicht helfen. Aber Gott braucht die Worte, um das überhaupt möglich zu machen. Gott braucht Information von uns Menschen, um das überhaupt möglich zu machen. Und insofern ist es so ein Gottesdienst für die Sprachfähigkeit, für den christlichen Glauben zu verbessern, unsere Kompetenz darin zu erhöhen. Und weißt du, und wenn du heute da bist und sagst, weißt du, mit dem Glauben so, Jesus, ich bin da nicht so tief drin wie der andere, weißt du, vielleicht können die nächsten Momente für dich eine Zeit sein, wo du sagst, weißt du was, jetzt fällt bei mir irgendwo der 20er. Und dann möchte ich dir sagen, du kannst heute Morgen eine Entscheidung treffen, wo du mit deiner Sehnsucht in deinem Leben andockst. Und das Erste ist, dass Gott uns durch die Bibel eine ganz andere Sicht wirklich gibt, auch wirklich vom Mensch. Und es umfasst 5 Ebenen. Das erste Mal heisst in der Bibel, dass Gott uns Menschen geschaffen hat. Und wisst ihr, warum das eigentlich revolutionär und sensationell gut ist? Es ist so, wenn ich ein Produkt vom Zufall bin, dann muss ich mir wirklich Gedanken machen, ob mein Leben nicht am Schluss eben auch irgendwo zufällig halt gelebt wird. Und all die Gedanken, jeder Mensch ist wertvoll und so, sind rein von dem Zufall her gar nicht ableitbar. Aber wenn du dir überlegst, wenn Gott uns wirklich geschaffen hat, dann gibt es eine Quelle vom Leben und dann gibt es eine Quelle, wo das Leben
absolut versteht. Und zwar nicht nur biologisch und genetisch und alles drum und dran, sondern der die Essenz vom Leben versteht. Was macht denn das Leben überhaupt aus? Das Zweite ist, dass die Bibel uns sagt, wir sind im Bild von Gott geschaffen. Und das umfasst eigentlich 2 Ebenen. Das erste ist, es macht uns demütig als Menschen. Wir sind nicht Gott. Und wer will Gott spielen, der läuft irgendwo auf in seinem Leben. Ich weiß also das Sprichwort, Hochmut kommt vor dem Fall und viele andere auch. Aber Gott hat uns geschaffen. Er ist Gott und nicht wir. Und auf der anderen Seite, wenn Gott uns geschaffen hat in seinem Bild, heisst das auf der anderen Seite, obwohl es eine tiefe Demut in unser Leben gibt, einerseits gibt es uns auf der anderen Seite einen riesen Wert. Weißt du wieso? Weil Gottes göttliche, ich sage jetzt, hätte ich fast gesagt Fußabdruck, ich sage lieber, sein Fingerabdruck ist auf unserem Leben. Jeder Mensch trägt etwas Göttliches, etwas von Gott in seinem Leben. Und das macht jeden Mensch absolut wertvoll. Die dritte ist, die Bibel zeigt uns, dass wir aus Erde gemacht sind. Jetzt, egal ob du das wörtlich oder bildlich verstehst, das ist nicht einmal, um das geht es nicht einmal. Aber es bedeutet, hey, wir alle, wir haben eine Verbundenheit mit der ganzen Welt, die um uns herum ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin auf Gebetsspaziergängen und hin und wieder habe ich die Freude, das Reden gesehen. Und ich spreche es an. Ich würde gerne mit ihm reden. Leider ist es immer das Falsche, springt dann davon. Aber ich spüre etwas, dass wir irgendwo am Schluss irgendwo eine Herkunft haben. Von einem gleichen Design. Etwas, das uns verbindet miteinander. Und ich weiss nicht, wie viele Leute gibt es da, die Tierliebe haben, vielleicht einen Hund daheim und so. Das ist schon etwas Besonderes. Ich meine, rein aus finanziellen Gründen tust du ja keinen Hund zu. Der ist Futter und drum und dran und Märkli musst kaufen und so und nachher. Also es ist etwas da, was uns verbindet mit der Natur. Das Vierte ist, dass wir für Beziehungen geschaffen sind. Das ist Gottes Sicht. Das heisst, es ist nicht gut, sagt Gott, dass der Mensch allein ist. Das Problem ist, wir versuchen Beziehungen und wir merken nicht, dass es 2 Arten von Beziehungen gibt. Es gibt eine vertikale und es gibt eine horizontale. Und die vertikale Beziehung, das ist die meisten Menschen ausklammern. Das ist die Beziehung mit Gott. Aber schau, wenn Gott der Urheber vom Leben und von der Schöpfung ist, dann weiss er auch, wie Beziehungen funktionieren. Und erst in dem Moment, wo ich mit Gott connecte, bekomme ich auch das, was ich brauche für Beziehungen. Gottes bedingungslose Liebe hilft mir, meinen Nächsten zu lieben. Gottes Geduld mit mir hilft mir, geduldig zu sein mit dem anderen. Gottes Gedanken über mir hilft mir, Gedanken in meinem Leben mir zu machen über andere Menschen und nicht einfach den Ego-Trip zu laufen. Verstehen wir? Und wenn wir diese Ebene abschneiden, dann sind wir irgendwo im besten Fall auf einer philosophischen Ebene von der Nächstenliebe. An die glauben zwar alle in der Schweiz, aber wir haben die Verbindung mit Gott nicht. Und damit die wichtigste Verbindung nicht. Und das 5. ist, dass wir alle mit einem Ziel geschaffen sind, aus dieser Beziehung mit Gott in Achtung und Respekt zueinander und zu unserer Mitwelt, ihnen zu leben, unsere Talente zu nutzen und fruchtbar zu leben. Und ich bin schon darauf eingegangen, warum erleben wir das so oft nicht? Warum schlägt Einsamkeit zu? Warum ist das Bedürfnis nach Wert und Bedeutung in unserem Leben nicht gestillt? Und die Bibel zeigt uns sehr deutlich, es ist darum nicht gestellt und darum müssen wir es im Job suchen, darum müssen wir es in der Anerkennung von Menschen suchen, Fishing for Compliments und lauter so Zeug. Wir müssen es dort drinnen suchen, weil wir Beziehung zu dem, was es uns wirklich geben kann, nicht mehr haben. Und Jesus, er ist die Antwort auf das. Und das ist, oder man kann so sagen, Gottes Angebot an uns ist nicht eine Religion, Gottes Angebot an uns ist nicht eine Philosophie, Gottes Angebot an uns ist auch nicht irgendwie ein Selbstoptimierungsplan, sondern Gottes Angebot an uns ist eine Person. Und das ist Jesus. Und in dem Moment, wo wir Jesus, das Angebot von ihm erkennen und mit ihm, durch ihn, mit Gott in Verbindung treten, wird unser Leben revolutioniert und komplett anders. Und das tiefe Bedürfnis, das wir alle haben, wird auf eine Art erfüllt, wie es die Welt nicht erfüllen kann.
Jesus hat einmal etwas Wunderbares gesagt. In Johannes 15 hat er gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr in mir bleibt, mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Es ist ein wunderbarer Text und er zeigt uns eigentlich ein Bild von einer Rebe und zeigt uns, hey, wenn die nicht verbunden bleibt mit dem Weinstock, wenn du es abschnittst, ich habe ein paar Jahre in einem Rebberg Ferien gemacht, also mitten im Rebberg, also das Rebberghäuschen gehabt. Das ist wirklich, also alles, was nicht verbunden geblieben ist, das ist dort im Ticino, hey, einfach am Boden gelegen und nach 2-3 Tagen war es braun gewesen. Warum? Es kann nur leben, wenn es verbunden ist mit dem Rebstock. Und ich glaube, wir verstehen das Bild. Jesus sagt uns eigentlich in anderen Worten, hey, was es braucht, ist, dass wir in unserem Leben die absolute Notwendigkeit erkennen, dass unser Leben in Verbindung kommt mit Jesus als dem Weinstock und in dieser Verbindung mit Jesus bleibt. Macht das Sinn? Nur dann fließt der Saft, nur dann fließt wirklich Kraft in die Reben. Das bedeutet, dass ich mich in meinem Leben eine ganz bewusste Entscheidung treffe und sage, hey, ich docke hier ab, dass ich mein Vertrauen und meine Hoffnung auf Grösse in meinem Leben durch Menschen oder in dieser Welt stelle und ich docke ganz bewusst an. Jetzt hätte ich fast das Kreuz genommen, das Holz, das hat nicht dort. Ich docke ganz bewusst an, wirklich an Jesus. Und das Verbundensein nachher mit ihm, das wird zur Lebensaufgabe. Und wir empfangen durch die Verbundenheit mit Jesus, ich sage es mal, den Saft für Kraft, für die Hoffnung, für Freude, für Bedeutung, für Wert in unserem Leben und können unser Leben dann ganz anders gestalten. Und ich sage das ganz bewusst auch zu Christen. Ich mache nur das Thema, weil das Thema Selbstwert, ohne jetzt Tiefe reinzugehen. Wir kommen noch drauf in den nächsten Predigten. Aber der tiefe Wert, wer bin ich? Und zwar unabhängig davon, ob andere es dir sagen oder nicht, dass du es hast in dir. Diese Stimme, diese Bedeutung kann dir nur Gott geben. Und weißt du, was die Auswirkungen sind davon, wenn wir so in die Verbundenheit kommen mit Jesus? Und es ist einfach almost too good to be true. Zuerst einmal, es bringt uns in Gnade von Gott. Schau, wir alle haben es auch verhängt, wir alle haben es auch vermasselt. Sind wir offen, wir haben versucht, die Bedürfnisse auch auf Arten zu stillen, die nicht nur gut sind für uns und nicht nur gut sind für andere Menschen. Und jetzt kommen wir zu Jesus und er sagt, weißt du was, bei mir erlebst du nicht Verurteilung, sondern Gnade. Aber Gnade empfängst du nur, wenn du wirklich zu mir kommst. Und das Eingeständnis, ich habe am falschen Ort gesucht, ich habe meine Hoffnung auf Falsches gesetzt, es kostet uns Demut, das ist wahr, aber denk nochmal zurück ans Bild der Bibel. Demut bedeutet nie, dass Gott uns unseren Wert nimmt. Demut bedeutet nur, ich komme in die richtige Ausrichtung von Gott, damit ich meinen Wert überhaupt erkenne. Jetzt wäre es schon fast philosophisch geworden und ich hätte gesagt, ohne Demut von Gott wird ein Mensch seinen Wert von Gott und den er in sich hat, gar nicht erkennen können. Und das ist die Botschaft vom Kreuz, dass Jesus dort gestorben ist und dass er all unser Vermasselte auf sich genommen hat, uns vergibt und uns sagt, weißt du, durch meine Vergebung stehst du gerecht da vor Gott. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Und dadurch kommen wir durch die Gnade in den Einflussbereich von dieser bedingungslosen Liebe von Gott. Hast du mal gemerkt, Menschen haben eine bedingte Liebe. Mach jemanden hässig und du merkst sehr schnell, dass die Liebe flöten geht. Ich habe noch selten einen Menschen getroffen,
wo ich vielleicht eklig war, der gesagt hat, komm Matthias, weisst du, ich habe dich trotzdem gern. Meistens wird es dann kantig und das ist dann oft der Auslöser auch, vielleicht für grösseren Streit. Aber Gott liebt bedingungslos. Er sagt dir am Morgen, am Mittag, am Abend, er sagt dir, wenn du es verhängt hast, wenn du es gut gemacht hast, weißt du, an meiner Liebe ändert sich nichts. Die bleibt gleich. Bedingungslos geliebt. Und weißt du, aus dieser Liebe von Jesus, wenn wir sie erleben, kommt eben auch Wert und Bedeutung. Wenn du weißt, ich bin vom höchsten Wesen im Universum, dem Schöpfer von der ganzen Welt, dem Schöpfer vom Universum, ich bin von ihm geliebt. Sein Name ist ihm bekannt. Ich bin nicht irgendwie ich habe nicht einfach eine Zahl am Rücken. Ich stand nicht irgendwie auf einer Schindlersliste. Ich stand auf einer ewigen Liste bei Gott, und zwar mit Namen. Und er kennt mich. Weißt du was, dann macht das etwas für dich in deinem Wert und in deiner Bedeutung. In einer Dimension, wie es auch deine Goldmedaille vom letzten Lauf oder deine Medaille, die du bekommen hast, und Auszeichnung im Beruf, wo dir das nicht geben kann. Hey, und nicht nur das, sondern wir kommen endlich auch zur Ruhe. Wir kommen zur Ruhe von dieser inneren Suche nach Wert, nach Größe und Bedeutung. Und weißt du, und dann kommt das Gesunde drin, wo man sagt, hey, weißt du, wie es der Paulus gesagt hat, was ich bin ich durch Gottes Gnade. Also, ich kann mir es nicht zuschreiben. Es ist geschenkt worden von Gott und ich kann ihm nur dankbar sein an mein Lebensende. Und auf der anderen Seite kann ich sagen, weißt du, ich weiß, wer ich bin. Ich kenne meinen Wert, auch wenn du ihn nicht kennst. Ich weiss, mein Leben hat Bedeutung, auch wenn du nicht daran glaubst. Und selbst wenn du es vielleicht nie von dir heim mitbekommen hast, du hast es durch Gott. Und nicht nur das, sondern, ach meine Güte, die Liste ist noch so lang, ich könnte jetzt noch schwärmen, eine Stunde lang, ich komme zum Abschluss. Aber wisst ihr was, wir bekommen auch Verbundenheit mit allen anderen, die auf dem Weg sind mit Jesus. Wir werden Teil von einer Family. In diesem Jahr also ein Schwerpunkt für Geburtstagskarte an Mitglieder, habe ich so ein die ganz bewusst die Familien auch gewählt. Und ich schreibe an dich in der Geburtstagskarte das Jahr, liebe Bruder, liebe Schwester. Ich weiss, es klingt fast ein bisschen cringe, aber die Jungen kennen so mit Bro und so, wobei ich komme immer nicht raus, warum Mädchen untereinander Bro sagen. Aber okay, es übersteigt manchmal meine Sachen. Anyway, aber die Verbundenheit, die da ist, und zwar mit Christen weltweit. Und weißt du was? Und dann plötzlich kommt das drin. Worship am Sonntag. Wir kommen zusammen, hey, wir singen Lieder, die sie auf dieser ganzen Welt singen. Wenn wir anfangen, in Asien haben sie den Gottesdienst schon abgeschlossen und Gott hat sein Lob bekommen. Da geht es weiter in Europa, Gott bekommt sein Lob. Hey, in ein paar Stunden geht es weiter in Südamerika, in Nordamerika. Gott wird gelobt und preisen, zum Teil mit den gleichen Songs. Wie cool ist das? Mit Millionen von Menschen unterwegs sein. Und weißt du, wir müssen keine Pyros werfen. Wir müssen uns nicht ärgern über eine andere Mannschaft. Wir können sagen, wir fäden alle von der gleichen. Und der ist Sieger. Entschuldigung, ich bin begeistert von dem Jesus und von dem, was er gemacht hat. Und nicht zuletzt erleben wir das, wenn wir zusammenkommen in den Kleingruppen. Und wir merken plötzlich, da ist eine Liebe da zueinander. Es ist eine Verbundenheit weg dieser Liebe von Jesus. Nicht, weil wir so nett sind, nicht, weil wir so liebevoll sind, sondern weil Jesus uns verändert hat. Wir Gemeinde, wir die Kleingruppe, zu einer Gemeinschaft von der Liebe, von der Anteilnahme, vom Teilen. Wie wird das Realität? Der Paulus hat gesagt im Galater 2,20, ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Er sagt, ich lebe mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Was sagt er? Paulus sagt in anderen Worten, weißt du, hey, ich habe mein Leben ganz bewusst aus meiner eigenen Kontrolle in die Hand von Gott gegeben. Von jetzt an zählt das, was Jesus für mich tut. Von jetzt an ist er die Grösse, die zählt in meinem Leben. Von jetzt an ist er der die Grösse, Bedeutung und den Wert in mein Leben hineinlegt.
Und es braucht Folgendes: Wir müssen eine Entscheidung treffen, wo wir sagen, hey, ich löse mich ganz bewusst von dieser Hoffnung, dass die Welt mir das gibt, an Bedeutung und an Grösse, wonach ich mich sehne. Und ich fange es ganz bewusst an, bei Jesus zu suchen, der über das geredet hat und der uns versprochen hat, immer treu, immer da zu sein für uns. Und wie geschieht das? Ganz praktisch, du kannst heute Morgen in dem Gottesdienst eine Entscheidung treffen und sagen, hey, heute ist bei mir wieder 20 Grad runtergefallen. Ich will die Verbindung zu dem Weinstock Jesus. Ich komme zu dir, Jesus. Komm mit deiner Gnade zu mir. Lass mich deine bedingungslose Liebe erleben. Von jetzt an will ich auf dich hören. Von jetzt an will ich mich an dir orientieren. Von jetzt an will ich hören, was du sagst und mein Leben nach dir ausrichten. Und dann kommt sein Leben in uns. Und ich möchte dir dazu vielleicht, wenn du den Schritt da hast und du bist mit Jesus unterwegs, nimm dir wirklich Zeit, um mit Jesus verbunden zu bleiben. Vielleicht nicht nur am Morgen oder am Abend einmal schnell, für ein paar Minuten, sondern auch durch den Tag durch, wo du sagst, Jesus, jetzt gehe ich gerade in die Mittagspause. Weißt du, nicht nur mein Sandwich jetzt oder eine Kantine oder was auch immer, sondern jetzt ist, hey, connecte mit dir. Du bist mein Leben. Du bist der, der mir heute Bedeutung gibt. Auch wenn ich es vorher vermasselt habe, auch wenn ich vorher vielleicht den Chef zusammengeschissen hat oder was auch immer. Weißt du, mein Leben, meine Bedeutung ist in dir. Und dein Leben kommt in die Verbindung mit dem Weinstock. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt. Und dann wird dein Gebet mit Gott verändert werden. Du wirst mehr beten, Herr, was möchtest du? Und zugleich, wenn seine Wünsche in dein Leben kommen, kannst du bitten, um was du willst. Und seine Wünsche in dir gehen in Erfüllung zu deinem Wohl und zu deinem Besten.